Grüß euch miteinander. Ich möchte nochmal mein Buch Kopflose Welt zelebrieren. Ich habe euch ja kürzlich einmal den Text Klänge vorgeführt und es ist immer schön, wenn man so Klänge hat, wenn man wieder ein bisschen runterkommt, zwischendurch ein bisschen entspannt, weil die Welt, ja, die ist nach wie vor im Wandel. Und ich habe einen Text 2023 geschrieben, das war mal geplant als Lied für einen Andi Beit, für den ich ja für das damalige LP-Projekt Orangenblüten den Text gemacht habe, aber es hat dann nicht ganz passt und ich habe mir gedacht, dann wäre es schade um den Text, wenn er nicht veröffentlicht wird, und dann habe ich ihn in Kopflose Welt 3, weiß nochmal, genau so ist besser, Kopflose Welt 3, habe ich ihn abgedruckt und dazu habe ich wieder mein schönes Sonodrum, die Zungentrommel, und dazu noch dieses Klangspiel, das meine Frau sich gekauft hat. Das ist aus Österreich, sehr schön auch und macht so einen tollen Schwung irgendwie. Wenn die Wahrheit in den Wolken steht, die Welt sich immer weiter in den Abgrund dreht, ist das Herz die letzte Chance in dieser Zeit, weil die Welt sich von der Gier vom Mensch befreit. Die Lüge uns entzweit vom Neid, die Wahrheit ist bereit, sie trägt ein weißes Friedenskleid. Wenn vor Kriegslust der Planet erbebt und der Zeiger sich in die verkehrte Richtung dreht, ist der Verstand gefragt mit Geist statt Schmerz, denn die leisen Menschen haben noch ein reines Herz. Der Hass uns bescheißt mit Munition, die das Gefühl zerreißt. Die Wahrheit ist bereit. Welch verrückte, schräge neue Zeit! Sie trägt ein schrecklich fratzenhaftes Kleid. Es braucht Balance, Mut und Visionen, denn sonst sterben noch Millionen. Wenn wir in überholten Mustern klemmen, wird es Zeit, sich gegen Windmühlen zu stemmen. Ehrlichkeit und Kraft für pures Leben, sich kapriziös für den Planeten hinzugeben. Die Wahrheit stirbt zuletzt, doch ihr Platz ist noch von der Gier besetzt. Die Wahrheit ist bereit. Trägt sie ein blutverschmiertes Kleid? Die Wahrheit ist bereit. Trägt sie ein engelweißes Kleid? Die Wahrheit ist bereit. Trägt sie ein schwarzes Todeskleid? Die Wahrheit ist bereit. Trägt sie ein weißes Friedenskleid? Ja, sie wird das weiße Friedenskleid tragen und ich bin mir sicher, diese Welt, die geht in eine gute Richtung, auch wenn wir momentan vielleicht alle geschlaucht sind und uns das ziemlich mitnimmt. Bleiben wir im Herzen, bleiben wir in der Liebe, bleiben wir im Frieden, Licht, Freude und Glück. Ich wünsche euch alles Gute. Schöne Grüße vom Wolfgang Hofer, wolfgang-hofer.de, aus meinem Buch Kopflose Welt 3. Pfiat euch.